Guten Morgen, liebe Geschwister. Habt einen schönen Sonntagvormittag. Über diese letzte Woche kreeg ik een paar Bilder geschickt, wo in der letzten Sonntag durch verschiedenste Städte kleine Gruppen waren, wo je trafen deden, wo je kijkt hebben, wo je Gott aanbeden deden, wo je in zijn jeen wordt weer. En ik weer, mij merkt het plus een vrouw dat te zijn. Ik maak thuisstunden, ik verloor sogar een paar troontjes. Zo vrouw merkt mij dat we waren kunnen langzaam aanvangen taub te komen. En dat we kunnen in God zijn jeen wordt ons moed merken in onze stad en zo wieder. So we hebben moedig verweg kunnen. En über diese ganze week heb ik gebet, wat een woord is, wat God voor ons had. Ik heb even een paar weken al een thema gemerkt. En God schafft het over uit. Ik wil nu niet zeggen wat dat is. Ik zie mensen wie met een serie aan te vangen, waar ik nu niet zeggen wat dat is. Maar God schafft mij uit en zegt, ik zal over wat andere reden over van dit week. En hij had wat ganz bijzonders voor ons rijden. En ik vrij me voor dat thema, want dat is een thema wat mij ook zeer wichtig is. Dat is een thema wo ik leef allemaal goede thema's in de Bibel zijn en alle thema's zullen zo zijn, wo we niet vingen om anderen wijzen, sondern wo dat alles ook op naar ons reden deed. En dat is wat het in diesem Fall ook deed. En hij heeft ook mal zo gefeild dat je zei, ik zie ze meid, ik wil mal wel een vacaciones merken, ik wil wel een Marifa voor, ik wil wel dit doen, ik wil wel een churrasco merken. En je bent zo meid van alles en zei wat dat je ruibrukken is, niet zo? Oder de andere zegt, ik kan niet zo recht slopen. En de andere zegt, ik ga twee kleine kinderen en die wijken daarna op, dat zie ik. En dan is einer s'morgens vielleicht nicht so uitgeslopen en dan denkt einer, ik zie ze meiden. En dan op einmal dan vangt dat hier vielleicht an een beetje, alles een beetje stief, genekt te worden. Dan vielleicht heeft het een kapriting aan. Hij is een tijd allemaal in je leven gehad. Ik heb eenmaal zin gehad. Maar veelmaal in deze tijden, dan moet ik, nu hebben we mal bloß mal mensen gereden, dan deze dag op eenmaal moet ik had een dag waar ik kapriting had, dan moet ik, jongens, ik heb nog geen water gedronken, daar heb ik. Aramees kent. So, ik hol en dronk mal goed veel kuffels water en dan op eenmaal dan jinkt het ook al waar even deze kapriting wat ik had. Nächstens weet ik, ik had niet genoeg geslopen. Maar dat zijn alles menselijke zaken. Maar we gaan eenmaal zorgen, we gaan eenmaal dat vele van de ruw in ons, dat we zo bedreigd zijn, dat we niet ruw kennen, dat we niet meer diep en met kennen in God en zeggen, dat is alles goed, dat is alles fijn. Wenn's wie irgendwo, wie kommen nicht nur diese Städte und wie weten nicht, wo wir nur diese Städte kommen. Hij ook allemaal sind erfahren. Ik leef alle hand sind mal erfahren und vielleicht selber kriegen sie eine Zeit, aber sind fern stolz sie so was. Und ich leef hand ein paar Sachen, was wir uns alle jenen, die ich denke, helfen können, dass wir können nur Ruhe kommen. Das Thema von der ist, du erst Ruhe für dich. So, dat is een moedmerkende thema, dat is een thema wat ons kan opheven en God zijn jeen woord nemen en hoe we tot met God kennen, anders aan deze zaken aankijken. En ik wil jullie alle moedmerken, we hebben het op in Hebräer dat vierde kapitel abslonen, oder dat derde kapitel beter gezegd. So ik zie van jou hier buiten, zoals je zijn kennen, en hier buiten is ook wind. We worden hier mal voetsen beraad nemen. Dat mijn bläder hier niet meer ramvlee. Hier heb ik bläder wat je niet zijn kennen. Dat hier niet ramvlee worden. En hier in de Bibel wil ik dat voor zeker voorstellen. So, we sluiten mal Hebräer kapitel 3 ab. En nu werden we mal aanvangen. In diesem Thema nennt het even mal te zijn wat God ons van deze reich te zeggen heeft. In Hebräer kapitel 3 vers 12, du zegt het zo. Zijt je voorbereid. So, dat is een beetje zoals attention naar hier is wat wichtig te komen. Zijt je fair, breder. Dat keiner van jullie een bijzit en een niet gelovende hart heeft, dat van dem levenden God afkomt. So, veel werk reden we van geloven, niet zo? Live met geloven. So, we reden van het woord geloven. En hier zegt dat we niet een bijzit hart hebben van wat van geloven afkomen deed. Een van de schlimmste zaken, oder de schlimmste zaak, würde ich sagen, in der Bibel ist,
dass wir nicht glauben. Also das war sagen, wenn wir glauben, dann kommen wir, dann wollen wir rat. Aber wenn wir nicht glauben, dann haupt alles nicht mehr. So nicht glauben, aber ab hier zu glauben, dat is niet goed. So, seid ungefähr. So, wie sollen abpassen? Wie sollen, das soll bei uns sein, Attention. Nee, Brüder, nicht vom Glauben aufkommen, nicht davon weichrennen. Und das wird Brüder, ist auch wichtig, was das hier sagt. Wenn das bedeutet, dass für die und für mich, was wir all Jesus haben. So, wat heeft het dat we niet abhieren zullen met Glauben, met Ruhe te doen, was du die Frau, Edward? Du redest hier von Ruhe und von tranquilo sein und von relaxing und so eine Sache. Und nu redest du hier von nicht Glauben. Was heeft dat ein mit das andere zu sein? Sehr viel. Wenn wir ein kleines wieder lesen, in Hebräer Kapitel 4, du erst dat wo dat al aanvaardet. In Hebräer Kapitel 4, dort erst wo ons Hauptvers von der kommen wird, oder ons Haupt steht. Hebräer Kapitel 4 von 1 und wieder. Du sagst das so, willst du das Versprechen in Gott seine Ruhe nannte kommen noch steht, weil wir ganz tun sein, dass keiner von jün daran trägt bleibt. Ons ist die gouden Nachricht gesagt worden, dass Jode aus jaren Menschen in der Wildnis über die gepredigte Botschaft halb an nichts, weil sie nicht glauben, als sie dort hielten. Wie aber, die wir glauben, gehen in der Ruhe nennen, so als hij sagt, ich schwur in meinen Augen, dass sie nicht in meine Ruhe nennen kommen sollen. Dabei ist hij mit seinem Werk all vorig von dann an aus der Welt gemerkt wird. Ab einer anderen steht, hat uns von 7. Tag so gesagt, und am 7. Tag ruht Gott von all seiner Arbeit. So, hier redet von ein Versprechen. Willst dort Versprechen in Gott seine Ruhe zu kommen? So, hier ist das Wort Versprechen. Das ruhig war in Gott. Das ist ein Versprechen von Gott. Wenn du so sagst, ich habe al lang so eine Zeit, dass ich nicht mehr mich mal da kann und schlafen kann und mal kann einfach so ruhig sein in Gott. Aber du hast Troubles in deinem Leben, wo all über Monate lang du morgens das erste andenken ist und so abends ferm anschlafen, das letzte andenken ist. Das sind Sachen, die die bloß jedes Mal, wenn du noch mal nicht mal an das denkst, dann auf einmal merkst du, ab dein Hort ist ein Druck, wo du kannst nicht der Ruhe fängen. Und das, hier sagt es, aber das ist ein Versprechen, in Gott seine Ruhe zu kommen. Und wie alle Taubsale tun bleiben, kicken, dass keiner trägt bleibt. So, dort ist der Wens, dass ich von der du fern rede, dass ich die moet merken, und du mir moet merken, dass wir alle in der Ruhe kommen. Sagst du, Edward, du merkst dann, dass Menschen, die immer sagen, ich sie meid, ich kann nicht mehr, ich sie umeng, ich kann nicht ruhig werden. Sagst du, dass es von Gott seine Uhr checkt dann in Trouble, aber das soll nicht so sein? Ja, das ist, was ich sage. In Gott seine Uhr soll wie immer in der Ruhe kommen. Ich weiß. Das ist sehr leicht gesagt, nicht immer so leicht getan. Aber da werden wir kriegen hier, dass wir uns jenseitig merken können. Und dann sage ich dort hier, uns ist die gouden Nachricht gesagt worden, gerade aus jenen Menschen in der Wildnis, aber die gepredigte Botschaft halb an nichts, weil sie nicht glaubten, als sie dort hielten. So hier redet es, dass sie nicht glaubten. Die gepredigte Botschaft halb an nichts. So hier sehen wir das all. Glaube, aber nicht Glaube, hat viel mit Ruhe zu tun. Hier sage ich dass die gouden Nachricht, das ist das Evangelium, dass Jesus gestorben ist und abgestanden und im Himmel gefahren ist. Und dass nu der Heilige Jesus ist. So, das ist, wir sollen nicht abhören und das zu glauben. Und die gouden Nachricht, aber das Evangelium, das hilft uns in der Ruhe zu kommen. Und wir wollen Lothar noch ein klein bisschen mehr auf das kommen. So, das Ruhe, das ist viel mehr als zu sagen, ich brauche mal Numerifa zu werden, ich brauche mal ein Churrasco, ich brauche mal einen Weg auf von der Arbeit. Ruhe ist viel mehr von dort. Hast du einmal gemerkt, dass wenn du sagst, ich brauche mal ruhig zu werden, dann sagst du dir mit all deinen Freunden, wir wollen mal einen Tag Numerifa fahren, und dann wollen wir einen Churrasco haben, dann wollen wir mit Motors was tun, das ist besonders ans Jungs interessiert hat, wollen wir mit Motors rum,
spinnen und dann jeden Abend dann kommen wir nach Hause. Hast du mal gemerkt, wenn du dann nach Hause kommst, was bist du? Du bist meist immer müde, als du morgens handfährst. Morgens sagst du, was du handfahren, wenn du was ab hier meint zu sein, dann kommst du jeden Abend trinken und dann bist du viel müde. Was ist, wenn der Rüh ist nicht komplett, der ist nicht vollkommen? Klar, das ist was sehr findet. Eigentlich sind die Sachen auch zu tun, und das hilft uns menschlich, dass wir mal können, dass anatmen, und das ist alles schön gut. Ich sehe hier auch um Rifa. Das ist alles schön gut. Das ist nicht, was ich sage, dass wir nicht selber das tun. Aber wir haben eine viel geratere Rüh, und die ist in Jesus. Und dass ich das kann ganz uniten, diese Rüh, dass ich die anfangen kann ganz zu uniten, dann muss ich in Gott sein Wort leben und ich muss im Glauben leben. So, das, was ich hier sehe, dass ich nicht soll vom Glauben wegkommen, das ist sehr wichtig. Ich muss ganz im Glauben sein, dass ich kann in Gott seine Ruhe sein. Das ist eine Basis für ruhig werden. Das ist ein Fundament, dass ich kann ruhig werden, dass ich meinen Glauben sicher geankert habe. Und dann, wir wollen hier nicht alle Vers lesen, aber dann sage ich das in Vers auf. Das ist das. Weil wir darauf haben, alle Fleet ansetzen, in diese Ruine zu kommen, dort nicht irgendwer zu vollkommen mag, der ich angehorsam sein, so als Janen. So, hier sagt das wahre, weil wir alle Fleet ansetzen, in die Ruine zu kommen. So, nu stell dir vor, du hast eine große Schuld. Duizenden und duizenden Dollar sind auf die Gewässer. Und nu sollst du mit alle Fleet ansetzen, in die Ruine zu kommen. Du wirst mal von dort vergeten. Menschlich zu sein, ist das allmählich. Aber Gott sagt uns, wir sollen alle Fleet ansetzen, wir sollen noch anstreben, wir sollen das versuchen, in die Ruine zu kommen, dort nicht irgendwer zu vollkommen macht, durch angehorsam sein, so als Jana. So hier redet sogar von das Wort angehorsam. Dort, wenn ich nicht versuche, in die Ruine zu kommen, dann sehe ich nicht mehr gehorsam. Dann sehe ich nicht, dann tue ich nicht dort, was Gott von mir will haben. Und dann im 12. Vers sagt er, Gott sein Wort lebt und ist kraftig und schwaper als das schwabse, doppelde, schniedende Schwert und schnitt durch bei das Seil und Jäs uteinander und die Leder und Markt friedlich. Dort wird rechte Gedanken und Einstellungen im Hort. So hier redet von dem Wort Gottes. Gerot sehe ich, dass wenn wir ruhig wollen werden, dann brauchen wir Glauben und wir brauchen in der Schrift zu leben. Und hier sagt das Krieg, was das Wort Gottes ist. Das schnitt uns bei in der Säule, das schnitt uns im Deibsten nennen. Und dann, was das zuletzt ist, das ist, merkt die Gedanken und die Einstellungen im Hort, das stellt die Trag. Kann sein, was das ist, wenn wir im Wort Gottes und im Glauben leben, dann stellt sich die Gedanken hier im Kopf, dann stellt sich unsere Einstellung, wo wir eingestellt sind im Leben, trage und dann auf einmal, wo wir ruhig. Dann sind wir ganz ruhig, wenn es die Einstellung ist, dort, wo die Bibel mir gesagt hat. Ich fange an zu glauben, was die Bibel sagt. Wenn ich auch weiß, du bitte an mich als Krieg, du bitte an mich als große Troubles, aber ich kann in mich kommen und ich kann ruhig werden. Wenn so das die Gedanke und die Einstellung ist, was Gott mir gegeben hat. So, wo kann ich dann Ruhe finden? Das ist das Weite, dass das alles vorig ist. Weil wir dort ein Vers lesen in Johannes 17, Vers 4. Das ist das Gebet, was Jesus für seine Jünger oder auch für uns betet hat. Und das sagt hier so, es steht, ich habe die auf die Erde dadurch verherrlicht, dass ich das Werk verrecht habe, das du mir gegeben hast zu tun. So, das Werk, was Jesus soll haben, das wir verrecht. So, nun möchte ich mal mit uns alle nachdenken. Wenn wir ein Fleck planten, ich kann nicht viel von planten, aber das ist in alle Städte im Leben überein. Wenn wir eine Arbeit haben und wir sagen, wir haben einen Fleck, wie soll das planten? Eine Drasche, wie soll das draschen? Das ist ein Dunwort. Und du fehlt noch bloß einmal mit einem Kabin der Länge zu fahren. Wenn man sagt, das ganze große Hektar, weiß nicht, 20, 30 Hektar Fleck, es soll ganz gedrascht, fehlt noch einmal der Länge zu fahren. Und dann sagt der Arbeiter, oh nee,
dat is klok 6 in avond. Nu is het tijd op te hier te arbeiden. Dan vaart hij naar huis. En wat feilt der Arbeiter sich, wenn er naar huis komt? Feilt er sich Geld? No, der feilt sich nicht Geld. Wenn's der Arbeiter wir nicht vorig. Hij weiß, dass wir bloß noch einmal überfahren mit dem Kampen, dann wir vorig. Er einmal mit der Sämaschine überfahren, dann hat er vorig geplant. Aber, hij sagt, ich von ein Haus. Aber du merkst, du fährst ein Haus und du fehlt nach 1 Quadratmeter zu fahren. Und du sagst, no, nu fährt ein Haus, wo wir wiederkommen. Dann kommst du mal nach der Arbeit, der Pensel ist gedreht, aber wenn du draußen wirst, dann musst du den Kampen, war Gas, Diesel abfallen, sonst war alles schmieren, sonst das und sonst janten. Und bitte dem, den Wirt wird sein, oh, mein Arbeiter, der ist nicht gekommen, der ist gestern Kreiklock saß neu, war hier vorne, der wird sich heute nicht sehr freuen. Und du weißt dort, den wird sich nicht freuen. Und das ganze Tag merkt diese Fällen, du hast nicht vorig. Du fehlt was. Und erst dort ist es, wenn du meid bist. Aber wenn du weißt, ich brauche nach 15, oder ich brauche nach einer halben Stunde arbeiten, dann ist eine große Arbeit zu eng gemerkt. Und du sagst, ich will nach dieser halben Stunde mich anstrengen, dann darfst du dort schwimmen. Dann kommst du nach Hause, wo feilst du dich? Ich habe dort vorig, ich sehe zu eng. Wow, wie haben das hingekriegt von dir? Wie alle Taubteilen nach schwinden, die letzte halbe Stunde und dann auf einmal dann wie alles vorig. Und nu sehe ich, tschüss, das erste bisschen Leute geworden, aber ich kann mit meiner Familie taub sein. Und morgens kann ich abstehen, ich weiß, ich kann die nächste Arbeit anfangen. Ich brauche nicht durch an diese Arbeit mehr, wenn dort erst vorig. En krijg ze het met Jezus ook. Jezus heeft vorig. Jezus heeft al alles betaald. Jezus heeft den prijs ganz betaald. Hij heeft ganz gestorven en hij is ganz abgestorven. Hij hangt er niet om kreuz en zegt, oh, dus nu al zoveel bloed van mij veranderd. Dat bloed wordt vielleicht al deel voor zonde vergeven. Hey, we hebben mal hier af om kreuz. Engel, help me nu. We hebben nu mal alle af om kreuz. Dat is genoeg. No, hij maakt dat ganz vorig. En wenn hij dat ganz vorig maakt, kan ik van de Ruhe im Herrn haben. Wenn ich sage, die Arbeit ist nicht vorig, dann muss ich immer sagen, ich sie nicht meid. Aber wenn ich sagen kann, die Arbeit ist vorig, dann kann ich sagen, ich kann in Ruhe gehen. Ich kann nu in de Ruhe gehen. Wenn ich auch mich körperlich meid fühle, in meinem Kopf und in meinem Hort, du fühle ich mich so, nu kann ich in der Ruhe mich anbegeben, wenn es dort erst vorig. Und krieg so, ist das in uns jährliches, innerliches Leben. Wenn es Jesus vorig gemerkt hat, kann wir in der Ruhe gehen. Und don't, in welcher Situation du oder ich von dir Beine sind. Wo ist es dann, wenn ich so viel Schuld habe und du so eine große Schuld ist? Auch für dort ist alles betalt. Auch für dort ist Jesus gestorben und du kannst trotzdem in der Ruhe sein. So, wo ist es eine Person, die immer gestresst ist und die niemals kann in der Ruhe kommen? Die niemals kann mal ruhig sein und sagen, ach, das ist alles gut. Kennst du auch so eine Menschen, wo du denkst, nee, nächstes Mal soll ich den nicht mal anrufen, wenn es dann der Dahl über mich. Oder wenn ich den nur das war frage, dann wird der Dahl über mich sein. Wenn sie erst einmal gestresst. Oder kann ja eine Person, wenn einmal ein bisschen hungert, und ich glaube, wie Männer sind vielleicht alle ein bisschen so dort, dann auf einmal kann ich nicht mehr denken. Vielleicht sind die früher auch so, aber wie wenn es sind, so viele von uns. Und dann auf einmal sind wir gestresste Personen, wir sind nicht kontrolliert mehr. Ich glaube, das ist nicht von Gott. Ich glaube, wir sollen in Gott seine Ruhe so weit ankommen, dass wir können ruhig bleiben. Auch wenn unsere Kinder vielleicht angehorsam sind, oder du Sachen passieren, dass wir immer weiter sagen können, ich war ruhig worden im Herrn. Wenn Jesus hat alles vorig gemerkt, dass wir vollbracht, das ist zu eng. Und dann hast du über den 13. Vers sehr wichtiger Vers. Du hast nichts, was Gott nicht sieht. Alles liegt ganz frei und abgedeckt für seine Augen. Wir müssen für uns verantworten. So, Gott sieht alles. Dort habe ich alle von klein auf gehört, nicht so? Wenn wir irgendwas Schlechtes getan haben, dann sagt Mama und Papa immer, Gott hat die gesehen, wenn die dort teilt. Gott sieht uns von dir in den Hammer.
niet dat we al abgewassen zijn, dat ik weet niet waar oud u krijgt best. Maar God zit die, en dan waar oud er woord u best, en dan wordt u des. En weet je wat? God die zit die, en wie moeten ons verantwoorden voor hem. Zo eine verantwoording wat we hebben als aangehaald en dat we in zijn ruinen gaan, zoals dat ons gezegd heeft. Dat we mal kunnen relaxen, zeggen, dat is vorig, God heeft dat gedaan voor mij. Dat is eine verantwoording. Maar de andere is, dat ik ook dat mijn part doe. Dat ik ook, zoals we veel werk van de reden deed, dat mijn hart zo verlijf geveld is, dat het vangt aan werken te doen. Dat ik wel zaken doen. We reden hier van, dat wanneer nog een streep veel te dragen, er nog een meter veel te vorven, wanneer ik een voorwaar zie. En krijg zo, als du im Rijk gaat, is veel te nog eenmaal dit een part te doen. En ik geloof, we alle zullen verantwoordelijk zijn, maar God heeft ons de verantwoording geroopt, dat we ons part doen, aber wanneer we dat gedaan hebben, dat we kunnen ook ruhig zijn. En während we ons part ook doen, kan ik ruhig zijn. Heimel zijn mensen getroffen, wat immer in ihrer Arbeit onruhig zijn en wisserig zijn. En die wil dat alles op zich hand krijgen, maar dan bereikt er wat wij, en dan is het als wanneer dat niet gedaan het krijgen. En dan lezen de mensen kennen, en die zijn ruhig. En die arbeiden, en die krijgen op hem alles gedaan. Ik ken zo'n mensen, en ik zie eens maar afjensig. Hoe krijgt hij dat alle aan? Hoe krijgt hij dat gedaan? En dan leer ik veel meer van denen en zeg, die is zo ruhig, die weet, die jest ständig, maar die hebben een verantwoording. En ik geloof, we kunnen veel van zo'n mensen leren. Ik had alleen met een persoon te reden, wat zo'n persoon is, wat die kan geen schwierige zaak zijn. Dus wenn man sagt, wenn du op een vloer 5 kruimels bent, die matenbasem holen, en ohne dat er dat antwoord, holt er al een basem, hafel uitgeveegd, hafel afgewaschen, hafel den dash afgewascht. En die kennen waarschijnlijk alles in de persoon, die arbeidt plus rein immer. En die maakt dat helemaal niet meer. En ik had de gelegenheid met zijn persoon te vertellen, en ze zei te mij, dat is eens maar schwer. Ik kan niet ruhig worden. Ik kan niet terugkomen. En ik weet niet, vielleicht is dein leven niet zo. Maar vielleicht is dein leven zoals deze persoon zich, wanneer de vloerschwinsch is veel deed. Vielleicht is dein leven zo dat u die in dein geestelijk leven zo veel is. Ik kom nog niet aan. Ik krijg niets gedaan. Ik doe zoveel arbeid en ken ik Rijk Gottes. En ik heb al zoveel gedaan, maar ik krijg niets gedaan. Doe dein part. Zij verantwoordelijk. Aber ruhig ook in arm. Wenn es verzekert bloß den Körper dood te merken en nicht ruhig te zijn en nicht den Heiligen Geist der Arbeit te übergeben, dann wirst du die Salz bloß weiter. Sie lässt den Heiligen Geist aber in sie ruhig im Arm. So ich all sehe, das ist so leicht getan, aber das ist nicht immer so einfach dort zu vollbringen. Ich will aufschließen mit diesen letzten 3 Versen hier in Hebräer Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Wunderbare Vers. Ich glaube, die waren die in mir von der auf eine buitengewöhnliche Weg treiste. Dort sagt es das. Willst wie Jesus Gott ihnen sehen, als hohen Priester haben. Das ist, was alles betont hat für uns. Das sind hohe Priester. Wir brauchen nicht Türen. Wir können ruhig sein. Der durch den ganzen Himmel gegangen ist, weil wir an uns Bekenntnis festhalten. So, und dort, was wir glauben, weil wir festhalten. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unserer Schwachheit, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unserer Schwachheit mitfallen kann, aber einen, der alles Krägste versagt worden ist, als wir sind, aber ohne zu singen. So, wir haben Jesus, der kann mit alles mitfallen. Jesus kann mit dir mitfallen, wo du Krieg durchgehen das nicht. Und dann sagt er, doorheen weil wir voll Vertrauen um Genodenthron gaan, dat wir Mitleid kriegen und Genod fingen zu der rechten Zeit, wann uns der Help neidig fehlen wird. So weil wir voll Vertrauen nur den Genodenthron gehen, dat wir dort Mitleid kriegen und der Genod fingen, und der Help fingen, der uns neidig fehlen wird. So weil wir nur diesen Genodenthron gehen, was Jesus Christus ist. Ich glaube, dort ist die Antwort, nur Jesus zu gehen und im Arm der Ruhe zu fangen. Im Arm still zu werden. Der Psalmist redet von, dass wir still wollen werden und Gott sie nicht gehen wird.
En Jezus zei, kom nu mij alle die wat je beloden zijn. En dat je wat je een zware tijd hebt, ik wil je een rui geven. Jezus, de bid je van jou rui aan. Want die zware tijd die je hebt. Aber wenn das in dein Leben nicht leicht was ist, wenn das vielleicht hüs mit den Kindern ertragen nicht so leicht ist, oder wenn das in deiner Arbeit steht nicht so leicht ist, oder wenn du Schulden hast, Jesus will dir Ruhe anbieten. Du hast ein Part, was du tun kannst, aber das Wichtigste ist, dass du sagst, ich will glauben. Und dass du nicht im Glauben fallen lässt, sondern dass du glauben lässt und den Ruhe von unserem Herrn Jesus Christus annehmen. Ich mag die Mut merken und danke schön, dass du auch mir Mut merken lässt. Und machst du gesehen sein, weil wir beten. Jesus, wie sei die Dank schön, dass du uns Ruhe geben lässt und wir kommen von dir auf die und beten, dass du uns der Ruhe schenken. Dass all die Menschen, die in der Neck, was das alles so schwer und belohnt ist und dass sie sich so viel aus, wenn du 1000 Kilo oder 2000 Kilo ab ihren Buben sind, dass sie ab einmal sagen können, dass es dient, Jesus, wenn du hast das all betont. Was immer meine Sorge ist, ich schmiede ab den ab, wenn du hast die betont und ich will an das glauben. Vergib meinen Anglauben, Jesus. Vergib das, wenn ich nicht geglaubt habe an die und dass du alles für mich vorig betont hast. Dass ich mich in dieser Welt nicht mehr Sorge merke, dann vergif mir en ik wil nu naar die komen en zeggen, neem me Jezus zoals ik zie. Ik wil die omarmen Jezus en ik wil in die arms ruivingen en ik wil du stil worden en dat du te mij reden is. Red te mij Herr, red te mij, wens ik bruk die stem in mijn leven. Ik bruk deze Bibelvers wat we hier leest hebben, ik bruk dat die werkelijk worden en dat die kunnen werkelijk diep in mij antwoorden. Dank Jezus voor deze aandacht wat zo wunderbaar weer. In die naam Jezus Christus. Amen en amen. Mag Gott die segnen. Bis nächstes Mal.